Herzlich willkommen bei RDR Tele mit der letzten Sendung an diesem turbulenten Jahr. Und heute präsentieren ich Tabtiteln von dieser Edition. Lehrpersonal und Eltern sind am Gang, für sich an einer Initiative zu regroupieren, fordern den Edukationsminister auf, für die Maskenpflicht dringend zu überdenken, dass wenn sie einer ganzen Reihe möglichen negativen Auswirkungen, vor allem auch auf Kinder. Der ganze Noreska-Sektor wird an Knie gezwungen. So eis gegenüber ein Restaurateur, den, gerade wie auch der DDR, verlangt, dass die Regierung all die Forderungen von den Noreska-Responsablen nachkommt, für die Betroffenen zu entlasten. Da geht die Gewurf, für was sich der DDR an der Chambre obeneits konsequent gegen das Covid-Gesetz ausgeschwert hat und noch Ursachen, für was das Staatsbudget nicht mitgestimmt hat. An der Schule bestehen im Moment nicht nur große Unstimmigkeiten zwischen den Enseignantsgewerkschaften und dem blauen Edukationsminister. Widerstand formiert sich beim Lehrpersonal auch gegen einzelne Corona-Restriktionen. Eine ganze Gruppe von Edukateuren und Enseignanten, die den Nutzen von der Atemschutzmaske kritisch stellt, hat sich nach den Code geholt und einen offenen Brief an den Claude Meisch adressiert. Ja, ich meine, die Maske, den behindert uns an der Arbeit, uns als Enseignant und Enseignanten, aber auch Educateur und Educatricen. Wir sind besonders, wenn Kinder jung sind, an einer Relation mit den Kindern. Wir müssen an einer Relation sein, aber wenn die Maske Gesicht tut, als die gesteuert die Relation. An der Arbeit selber mit den Kindern, was Spracharbeit zum Beispiel anbelangt, müssen Kinder das Gesicht sehen, müssen Kinder den Mund sehen. Wir müssen auch die Kinder ihren Mund sehen. Und wie dass wir an einer Grundschule nicht den ganzen Tag sitzen, da kann ich auch mal so ausdrücken, dass auch eine Bewegung sind, aber die kann immer kommunizieren, als das für uns eine untragbare Situation. Wir als Pädagogen sehen das ganz kritisch, und wir fanden, dass auch die Regierung muss Erfahrungen machen, für das Klima von Angst wegzuholen an den Kindern und auch den Eltern. Optimismus zu verbreden, und noch etwas an Tanz zu gehen, für zu weisen, dass der Lehrer kann hergehen. Zum Beispiel, dass Rekommendationen gibt, wie sich gesund ernährt, wie sich gesund verhält, wie sein Immunsystem verstärkt. Ob ein Flot der weiß. Das kann ihn zum Beispiel machen. All der mehr Dauer am Platz, dass direkt aufhängt mit den Zahlen von Infizierten und Todesfällen. Dem Lehrpersonal geht es all schlecht durch Drohen von dieser Maske. Könnt ihr doch vielleicht ein paar Beispiele nennen? In dem Kontext nämlich auch froh von der Haftung. Also, das Richtige sind Kolleginnen und Kollegen, die wenn sie die Maske haben, an Atemnot kommen. Schon noch schon Kollegen gesehen, die sich übergehen haben, am Ende vom Tag, weil sie wegen dem Effekt von der Maske. Auch Kinder haben Atemnot, auch Kinder fühlen sich nicht wohl. Sie sagen aber nicht, weil sie Angst haben, wenn sie die Maske aufnehmen, dass sie dann dass ihnen etwas geschehen oder dass sie Großeltern verkrankt sind. An die Angst haben sie immer drin. Wir als die den Brief und den Minister rundrufen, fragen den Minister, wen haft für den Port von Maske an den Konsequenzen. Weil den Drohen von Maske hat Konsequenzen. Das geht aus Etüden deutlich. Und wir wollen nicht Kinder obligieren, Masken zu drohen und gleichzeitig verantwortlich zu sein für das, was da nur geschieht. Dasselbe gilt auch für uns. Wir müssen die Maske auch drohen, aber wir sind hier von den Direktionen obligiert. Im Moment haften die Direktionen für, wenn uns Schuld daraus entsteht. Und die Schuld ist nicht nur körperlich, die ist auch psychisch. Und da könnten wir etwas so bei uns zu, an die Fragen, die stellen wir Minister, und da wollen wir ganz klar Antworten haben. Es ist keine Studie da, die beweist, dass die Masken irgendwie produktiv wären. Es ist echt so gesagt, dass sie kontraproduktiv sind. Masken sind ja im Großen und Ganzen, die sind gemacht für Leute, für Chirurgen, für Leute, die operieren, für dass sie nicht keimen ob eine offene Infektion oder eine offene Wunde können machen. Sie sind aber nicht gemacht für dass die Leute sich sollen aussperren oder dass die Schüler sich sollen aussperren, dass sie nicht können richtig atmen. Sie holen CO2 da ab. Den CO2 der geht nicht richtig aus der Maske raus. Das heißt, sie atmen den an.
Kanner, egal auf welchem Alter das sie sind, aber egal nicht mehr, dass man muss so 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Jahre, die sind noch an der Entwicklung. Die entwickeln hier Lungen nach, die entwickeln nach hier Gehirn, die entwickeln hier Zellen, hier Blut, alles da an. Es tut mir leid, es ist immer ein Rückstau da, wenn man an Masken ausatmet. Es atmet den an, es atmet dem am Funk ja das an, was den ausgeatmet wird. Alle Beit sind net Member bei der RDR an dankbar, dat sie ha en Op and Oer von tun, wat je wichtigcht Uleies ugeht. Fakt das, dat de Nutze vun de Maske net klar etetaléiert das, an en ganz Reihe Etüden sech wieder schwätzen. Fi de Mark Hilger an Natalie Krämer misdroe vun de Masken an de Schulen, dem noch freiwillig a keng Mussesach sinn. Der Restaurateur Serge Feller vu Kirmen bei Burschend ass wéi vill Äner vu segen Berufskollegen depriméiert, well seng Dieren zoubleiwe mussssen. Kein Kehlen oder Kartenofen méi, och Betriebs- oder Familiefeieren sinn wäschgefall an de finanzielle Verlust ass gross. Läng duch d'Sträichen vun de Kehlenofender mat Issen rächentier mat enger Perd vun iwwer 20.000 €. Fir an eng klengen Eislicker durf Plan fir mat wäsch ze hoelen unzubieden, rentéiert sech kaum, so dat de Mann en Totalausfall bei de Resetten huet, as es Sugen seg Existenz mëcht. Ja, wie gesagt, das ist nicht einfach für uns. So den zweiten Lockdown haben wir noch am Anfang nicht mehr so richtig damit gerechnet, weil auch von unserem Präsident gesagt hat, wir machen nicht mehr so, es geht nicht mehr so gemacht, wir sind nur immer so. Und die Situation ist ganz dramatisch. Dramatisch für, ich gebe so, für eine ganze Party von kleinen Cafés, kleinen Restaurants, kleinen Betrieben hier am Land, dann geht es nicht besser. Restriktionen sind gemacht, aber muss man so machen. Du doch investiert? Natürlich schon mal investiert. Wir investieren an hygienemäßig schon mal ganz viel Plexiglas, Platz reduziert. Wir müssen alles müssen reduzieren. Wir müssen kaufen, wo, ja, wie gesagt, wir haben uns einen Trägel gehalten, aber den zweiten Lockdown ist aber da. Ne? Ich meine, maybe machen, können wir nicht Restriktionen anhalten, Regeln anhalten, Masken, Pflicht, an immer nur die Klier gucken, desinfizieren an der ganzen Boutique. Und wie gesagt, das ist nicht einfach. Ja, also Premier hat ja gesagt, es gibt keine Hotspots an den Restaurant. Wieso machen wir dann noch so? Ne? Für was muss man so machen? Ich meine, wir haben uns einen Trägel gehalten. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die sich effektiv zu 95% von den Betrieben die sich gehalten haben. Da gesehen ich nicht an, für was wir immer müssen so machen, weil ich gesehen ja aber, dass die Zölle nicht draufgehen, ob schon das mal so haben. Ja, muss ich sich besser bedenken. Aber was für eine Richtung wir effektiv gehen. Ne? Toreska hat konkrete Forderungen gestalt, für dat den Cafetieren an Restaurateuren geholle war an dieser schwieriger Situation, da der steht natürlich do als einzige Partei voll an Drohnen han diesen Forderungen, die sind ganz wichtig auch für ihren Sektor. Ja, ich gesehen, den ADR setzt relativ ganz viel an, dafür an das auch gut. Und, ja. Was für Mesuren gefen Nierloch konkret hëllefen, wann lo die fix kachten, wann do Moratoire gef kommen, de mal ausgesät gif gin ass zum Beispiel eng Hëllef. Ja, dat wär eng gros Hëlle. Ich meine, wenn wir 100% Ausgleich kreen, wäre es ganz viel geholle. Ich meine, weil frei fixen die bleiben, egal wéi bleiben die bestoen an wenn man se net drin Haupt bezzuelen, dann muss man se können derfen iwwermurig bezzuelen an dat sind natürlich gros Schifre bei verschiedene an wenn es doch nur 80% drin kriegst, das keine Rolle. Ich meine, wir haben uns gehalten, wir müssen es so machen, da soll man auch effektiv ganz als Feen bezahlt kriegen. Und eben, der fordert doch Lohnausgleich bei der Kurzarbeit, den soll von 80 auf 100% runtergehen. Das ist ja auch so am öffentlichen Sektor.
Dat fir auch eng wichtig Mesure, gell? Weil die Leute, die an der Restauration schaffen, die sind auch schon relativ peilig. Ich meine, das wäre eng Hölle wo für die Leute direkt. Ja, natürlich. Das wär natürlich, wär dat ubrucht, fir dat doch so zu machen. Ich mein, Personal kann ja nicht dafür, und Patron kann ja auch nicht dafür, dass muss zougemerkt gehen. Ich meine, dann muss auch Konsequenzen gezogin an, da sollen sie gucken, dass 100% bezahlt wird. Ich meine, das ist nicht Patron für zu bezahlen, die 20% Ausgleich, die sie nicht kriegen, und das sind keine Sachen. Ich meine, das muss ich frei versprochen. Bon, so ein Merci für ein Interview und wir wünschen euch auch bonne Chance, viel Glück, eben, dass Pakt über die Runde kommt, dann hoffentlich geschwind, allerspätestens am neuen Jahr, erdere können Doppelmänner und normal können schaffen. Ja, natürlich. Merci, Herr So noch merci. Mei wie emol huet d'Regierung kommunicéiert, datt et am Moresca-Sektor kein Hotspot gëtt, wat de Coronavirus ugeet, so datt hi Deciioun fir de partielle Lockdown nach bis de 15. Januar ze verlängeren net not ze vollzeien ass. An d'ADR aus dëser an noch nach anderen Ursachen an der Chamber weiter konsequent géint COVID-Gesetz stimmt. Großdeler vom Moresca-Sektor sind nur an der Feit oder fir am Zoumen op egen Decision. Delekt verleieren die Existenz an dem Läfe gefroch an Dermut aufzurutschen. Das ist ein Hohn, wenn wir als Politik gerade den Elekt müssen erklären, dass es eigentlich gar kein wissenschaftlich Basis gibt, für den Moresca-Bereich komplett so zu machen. Gesundheitsministerisch hat nämlich immer betont, dass der Moresca-Sektor kein Hotspot wäre. Wir haben aber immer mitgefühlt, dass die Regierung der dort froh überhaupt kein Glualin hat, aber weder die längst nach die Rechtshand weiß, was die mischt. Auch die Kultur und noch Deler vom Sportbereich könnten unserer Meinung nach bei adäquaten Maßnahmen weiter funktionieren. Von der Regierung aber ohne wissenschaftliche Grundlage weiter mischt, ganz Gesellschafts- an Erbisprecher Stör wieder Mauer zu fahren, da würde mir sie als ADR ganz klar auf ihre Verantwortung hinweisen, dass Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft integral verlängert sollen gehen, solange es nötig ist. Der ADR besteht auch auf ihrer Forderung, dass der staatliche Lohnausgleich für die Chômage partiell auf 100% Höhe geht bis zur Limit von 250% vom unqualifizierten Mindestlohn verlegt über 18 Jahre und das am Kader von dieser Krise. Immer nees han erréet d'ADR Teststrategie vun der Regierung déi sech Ztermainint op Zuele stëtzt, die mam sogenannte PCR-Test ermëttelt ginn. Dobei spielt d'Interpretationun vun dessen Tester eng wichteg Roll. Opgrund vun dese Resultater ginn elementär Freiheeten a Rechter afrostalt an Existenzen an de Ruin gedriwen, wat privat, gesellschaftlech, sozial a wirtschaftlech Konsequenzen huet. Eng Realitéit iwwer déi net gär geschwert gëtt. D'ADR huet rezent Fakten iwwer d'Fiabilitéit vum PCR-Test an enger parlamentarscher Froverschaft, déi d'Gesundheitsministersch an hireer Antwort und Schweese bruecht huet. Ze Summe gedroen gouf die faktuell an ausfeierlech Ufro und Regierung vum zoustännegen Deputéierte Jeff Englen an ze Summen erbecht mat der parlamentarscher Maderbechtterin Mandy Kreier. Fallzuelen, déi d'Santé Bezug op COVID-19 herausgëtt, waren an der Lächt immens geklommen. Dorop sinn huet d'Regierung mat neue COVID-Gesetze reagiert. Sie huet Restriktionen erëm verschärft an erweitert a schliessege partielle Lockdown verhangen. Fir hir Politik an hir Maßnahmen ze begrünnen a Restriktionen ëmzusetzen, stützt d'Regierung sech zentament op Fallzuelen, déi durch de sogenannte PCR-Test ermittelt ginn. Wat genau ass de PCR-Test a wéi funktionéiert den? PCR-Testmethod als eng Entwicklung vom US-amerikanische Biochemiker Dr. Carrie Banks Mullis, für die hier 1993 sogar den Nobelpreis krut. Das Testmethod selektiert eng unsichtbar genetische Sequenz und multipliziert das über Vermehrungszyklen so weit, bis sie sichtbar an dummer detektiert wird. Die Anzahl von den ungewandten Vermehrungszyklen ergibt den sogenannten CT-Wert.
Das Testmethod gouf entwickelt, fir e lang Präsenz vun enger bestimmter genetischer Sequenz festzustellen. Hei schwätzt die vun enger qualitativer Identifikation. PCR-Testmethod ass awer net entwickelt ginn, fir d'Unzuel respektiv d'Lascht vun enger genetischer Sequenz ze bestimmen, also net fir eng quantitativ Identifikationun. Dat hat den Entwickler auch zu Liefzeite selber verdeitlicht, wie Hydropie gewiesen huet, dat eng quantitativ Identifikationun iwwer PCR e Widerspruch sech wie. Et ass awer so, dat de quantitativ Identifikationun, also Bestimmung vun der Virelacht notwendig ass, fir eng Viralaktivitéit ze detekteieren. Das werd en ganz Reihe Froen op, durch déi sech ënner anderem der Regierung hier Teststrategie, d'Interpretationun vun den Testresultater an noch den Ëmgang mat den Testresultater serieux an erfroe losen. An man die Kreier aslo hai bei mir fir déich moll wat das generell zum PCR-Test ze soen, wat kann net, a wat bringt er doch fir Unsicherheete mat ze schmendi. De PCR-Test kann Präsenz vom Virus gut feststellen. De Problem awer, dat seet nach neich iwwer de Gesundheitszustand vun der Testperson aus. Und das am Kontext vun der Teststrategie vun der Regierung an noch an ihrem Umgang mat den Testresultater ass et eigentlich doch viel méi interessant fir zu streichen, wat den Test nett kann. Also der PCR-Test lang kann net erkennen, ob in eng aktiv Infektion huet, dat hicht ob krank ass, ob ihn eventuell noch krank kind ginn oder ob ihn infektiös ist, also ustierchen das. Dat alles kann ein Test am Endeffekt lang nicht erkennen. Dat wird doch bestätigt unter anderem durch CDC an ihrem Katalog zu der Gebrauchsanweisung vom PCR-Test gehen sie ganz klar auf die Limiten von dem Test an. Da haben sie dadurch abgelöscht und sie sagen sogar zusätzlich noch, dass den detektierte Virus, dass es nicht sicher ist, dass den Auslöser bzw. die tatsächliche Ursache von den klinischen Symptomen von der Testperson ist. Das heißt, wenn man eine Person hat mit Symptomen, die getestet wird und die positiv getestet wird, ist es auch nicht sicher, dass die Symptome von der Testperson wirklich Covid-19 sind. Dass es auch möglich ist, dass es ein anderer Virus oder Grippe ist, die den Auslöser von den Symptomen sind. Und Konsequenz davon ist, dass ein Test eigentlich ganz leicht falsch interpretiert wird, ganz besonders bei den asymptomatischen. Weil bei der Teststrategie von der Regierung gibt die Differenz nicht gemacht zwischen den symptomatischen und den asymptomatischen positiven Fall. So gehen die gehen am Anfang gerade so behandelt wie die anderen. Sie gehen allen zwei geguckt, wie sie sicher Covid-19 krank und noch hoch infektiös wären. Die Regierung bringt immer zum Ausdruck dann, dass der sogenannte Large-Scale-Testing ein Erfolg ist. Für was sollen die aber die ganze Teststrategie ganz kritisch gesehen? Der PCR-Test ist eine Testmethode, die so hoch empfindlich ist, dass sie sogar ein einzelnes Erbmolekül von einem Virus finden kann. Und wenn in der großflächig mit der PCR-Methode den Erreger test, dann als Konsequenz davon, dass die Fälle, also mit den leichten Symptomen, an sogar kerngesunden Menschen an Zahlen und Statistiken von denen wirklich Betroffenen an todkranke Menschen mit abgeholt gehen. Und das führt schließlich dazu, dass Zahlen und Statistiken dann extrem hoch an die Luft gehen, an die sogenannte Fallzahlen, die explodieren. Das ist auch eine Position, die den Professor Dr. Christian Drosten ganz klar durchgelöscht hat. Hier hat schon 2014, das war am Kader von einer freieren Corona-Erkrankung, hat hier genau das Toten erklärt. Hier hat
meiner Meinung no eng ganz konkret Position geholt zur Teststrategie mit intensiven PCR-Testen, an die ist auch unmissverständlich. Und wenn ihn davon ausgeht, kann ich eigentlich sagen, dass eng von denen echten negative Konsequenzen, die in Large-Scale-Testing, wie wir ja auch zu Lützeburg schon eigentlich die ist, dass Zahlen und Statistiken, die wir Tag für Tag vermittelt kriegen, nicht wirklich der Realität entsprechen. Falsch Aussagen vermitteln und dementsprechend doch Angst und Panik verbreiten. Und allgemein gibt die Strategie vom großflächigen Testen sind der Mensch schon immer mehr vorgestellt. Zum Beispiel auch der Verbandsvorsitzenden von den akkreditierten Laboren an der Medizin. Den hat auch gesagt, dass den Flaschentester von allen Bürger, also ohne Differenz zwischen symptomatischen und asymptomatischen, dass wir weder medizinisch abrutscht noch epidemiologisch effektiv. Und es wird schlussendlich eine nicht notwendige Verschwendung von den Finanzmitteln. Der hat noch eine weitere parlamentarische Aufruf gestaltet, die das großflächige Testen noch mehr vorstellt. Wie war das denn so, Mandy? Wie ich ja schon erklärt habe, also so beim Large-Scale-Testing, wie wir heute zu Lützeburg auch machen, gibt es keine Differenz gemacht zwischen den asymptomatischen und den symptomatischen positiven Fällen. Und das Manier wird zum Beispiel auch von 2 internationalen Quellen kontestiert. Eng davon ist die WHO, und die WHO hat diese Sommer, also im Juni 2020, hat die WHO auf ihrer virtuellen Covid-19-Pressekonferenz erklärt, dass asymptomatisch positiv Fälle den Virus eigentlich nicht weiter überdrohen. Es kam nicht mehr ganz rar hier, und es ging aber kaum an der Literatur erwähnt. Und die WHO sieht auch an dem Kontext, dass die Länder sich sollten auf die symptomatischen Fälle fokussieren, dass sie sich darauf konzentrieren, für die Fälle zu verfolgen. Und dass wenn die Länder das machen, dass sie dann noch gut leiden, für die Verdrohung vom Virus zu unterbrechen. Und auch im November gouf eine große chinesische Etude veröffentlicht, und der 10 Millionen Leute teilgeholt haben. Und hier gouf auch festgestellt, dass all die asymptomatisch positiven Fälle und sich gar nicht infektiös waren, also der Virus nicht überdrohen konnten. Und ich meine, das sind aber ganz klare Messagen, die auch auf wissenschaftliche Grundlagen fußen, an Teststrategie von der Regierung, ihren Umgang mit den Testresultaten, die durch gekoppelt Restriktionen, die stehen alle am Gegensatz zu diesen Erkenntnissen und zu den Rekommendationen. Dafür haben wir eine parlamentarische Frage gesundheitsministerisch gestellt, wo wir auch auf die Etude und die Rekommendationen angehen, an die nötigen Details eben liefern. Und Gesundheitsminister gefragt haben, wie die Regierung hier Position dazu ist, wie ist hier Stellung dazu, und ob was für Etüden oder wissenschaftliche Beweise steibt sich die Regierung für hier Teststrategie und den Umgang mit den Testresultaten zu begründen. Und du konnt die Regierung auch keine zufriedenstellende Antwort natürlich liefern. Es ist so, dass wir die Antwort noch nicht tun. Ja. Das ist bei der letzten richtig, bei der Vierrun war es ja so, dass effektiv nach frohen Abstoß geblieben sind. Dafür haben wir ja nicht genug geschossen. Ja. Also das muss ich wirklich so bedauerlicherweise als Madame Minister ist viel Antworten schuldig geblieben. Also wir werden doch noch ein nachhaken, wir belassen nicht dabei, weil sie aber wichtig Fragen Deputierten haben Recht für die Antwort zu kriegen, genauso wie die Leute draußen noch.
Anderei. Merci op Fall Mandy fir die ganz detailliert an héich interessante Analyse. Gerne. D'ADR dreht als einzig Partei an der Chamber d'Impfstrategie vun der Regierung net mat. An d'ADR as auch der Meinung, dat der Risk fir d' Gesundheit bestoen kann an verschiedenen Fällen. An fir dat ze kommentéieren begreessen lo den Dr. Schoos. Wat kannst du aus dem medizinischen Standpunkt vun der so, Jean? Ja, wir wissen, dat Teil ein Impfstoff dann den ganz sehr zougelos gin ass, an den du wenn nimmen op enger ganz beschränkter Gruppe vu Leiit huet getestet können. Das bezieht sich lo net op d' Unzahl vun den Testprobanden, sondern bezieht sich op de Querschnitt vun denen Leiit. Du hast den Impfstoff net getestet kind op Kanner, also op Jugendlicher ënner 18 Joer, en as auch net getestet gin bei Schwangeren. Und das auch nach bei anderen Gruppen nicht ausreichend getestet gehen, so dass man über das nicht wissen. Und das nun mal so an einer Zulassung von einem Medikament, wenn man nicht darüber wissen, da wird dafür gewarnt, weil ihnen eben nicht sicher ist, was geschieht, wenn der Impfstoff gesagt wird. Oder es wird carrément verboten an der Altersgruppe, das was in England geschieht, dass ein carrément verboten wird, für an einer bestimmten Gruppe anzusetzen. Ja, du ja eng parlamentarisch vorgestalt als ADR, wo man von der Regierung wissen wollen, wie sie darüber reagiert. Ja, genau, an England das nämlich die Impfe von schwangere Frauen, Impfe für schwangere Frauen gewarnt ging, weil ihn eben absolut nicht weiß, wie der Impfstoff sich auf den Fötus auswirkt. Das heißt nicht, dass er gefährlich sein muss, aber par Prinzip de Präcaution dürfen natürlich nicht da gesagt gehen. Und da dürfen wir auch nicht der Illusion hingehen, dass wenn wir den Impfstoff zusätzlich sitzen, dass wir damit als ganz Population immun machen könnten. Zum Beispiel die Jugendlichen können nicht damit geimpft gehen. An schwanger Frauen. An der Reihe. Allgemein vielleicht zu der Corona-Politik von der Regierung. Da fällt aber so op, dass es da Risiken zwischen den Koalitionspartnern. Ja, nicht mehr spät wie das Woche den geringen Rapporteur vom Budget an einer Radiosemission sich darüber beschwert, dass die Strategie einfach zu kurz wird, dass keine langfristige Strategie hat. Und wird wirklich heute von der Aktion von der jetzigen Regierung heute von einem Hickhack geschwart, was hier Strategie geht. Und ich fand das erstaunlich für einen nicht unbedeutenden Member von der Majorität, der jetzigen Majorität, wenn man so offen im Radio sieht, dass das, was bislang gemeint wird, ein Hickhack ist und dass es keine langfristige Strategie gibt. Genau, an einzelne Mesuren sind noch wirklich kontradiktorisch, wenn den Orlo und den neuen Tronçon vom Tram denkt. Ja, auch da das als und du schwätzt der Medizin aus epidemiologischer Sicht ein Wahnsinn. Wir haben seit letztem Sonntag einen neuen Tram, aber wenn wir den neuen Tram haben, haben wir 1700 Busverbindungen während der Stadt Lützeburg bei 24 Stunden gestracht. Das heißt, wenn die Leute, also wir führen immer nur 10 Leute an alle Bus gewirrscht, wenn die 17.000 Leute alle an den Tram klammen, und ich natürlich viel mehr eine starke Vermischung an, viel mehr eine hohe Konzentration von Menschen auf der Platz. Das zur selben Zeit, wo ich aber Theatern zu machen, Kinoen zu machen, wo ich so nicht dürfte zu feiern, nicht mit meinem Restaurateur sitzen, mit Schutzmaßnahmen, wo ich auch gleichzeitig so, dass ich an der Kirche nicht mehr nach Maximum 100 Leute an einer Basilika sitzen darf. Also aber anscheinend ein Tram, ein No-Go-Gebiet für den Virus, zumindest an der Optik von dem Herrn Bausch. Und du muss ich ehrlich so, es hätte die Busse ruhig nach dieser Wand der Firola verlassen sollen, für nicht Leute alle an einen einzigen Raum ranzuzwängen, wo man dann nicht wissen, wie gut der Ventilator das oder nicht. André, merci Jean für all diese Explikationen. Wir gehen in Richtung Ekototalitarismus, das ist von der Kanzler von der ADR am Kader von der Budgetsdebatten. Ein Staatsbudget, den immer mehr die Handschrift von einer geringen Ideologie dreht, mit einer Energiepolitik, die als Landschaften verschampleiert, an als Ökonomie ruiniert und darüber hinaus keine moosbare Reduzierung von der globalen Erwärmung durchstellt. Auf der Chambertribüne hat der Fraktionspräsident nicht just Kritik ausgeübt, aber auch konkret Propose gemacht, wie der ADR das Staatsbudget näher an den Equiliber will bringen. Immer soll Steuern angefeiert gehen. Und das ist ein richtig Kurs,
Die Grünen zum Beispiel, die feiern lo die Kohlendioxidsteuer an. Sie feiern sie an, sie feiern sie auch noch gleichzeitig als großen Erfolg. Ein Kohlendioxidsteuer, die sie auch soll den Tanktourismus bekämpfen, den Tanktourismus, den nach immer irgendwie eine wichtigste Rezepte vom Lützeburger Staat durchstellt. Das muss ich also wissen. Aber was geschieht mit der Kohlendioxidsteuer für den Tanktourismus zu bekämpfen? Es soll mehr Männer zu Lützeburg getankt gehen, mehr im Ausland. Das ist dem Klima komplett egal, ob zu Ärel getankt oder zu Stänge fort. Das ändert an ihrer eigener Logik nicht. Mir wo es ändert, dass das den dramatischen Abbruch aus von der Staatsrezepte von Lützeburg, also haben wir auch Männer Suche wie Sozialprojekte zu finanzieren, weil auch die Suche fallen nicht vom Himmel, weil die merkt, dass die macht nicht für das Klima, weil das kein Unterschied ob zu Ärel oder zu Stänge fort getankt wird für das Klima. Wir haben Männer Suche an der Käse. Und das schweizt jeder für soziale Kompensationsmaßnahmen. All die Rezepte, die man nicht kriegen durch Politik, die fehlen auch am Staatsbudget für das zu machen, dir eventuell vierstellt. Das ist eine Verantwortungslosigkeit. Der LAP will meistens eine Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Familiensteuer aufhören. Herr Präsident, die Grünen sind so begeistert, müssen Sie vielleicht so, dass Sie ein bisschen sollen nur lauschen. Mit der LAP will Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Familiensteuer so sehr wie möglich aufhören. Wir lesen auch, sie will nur noch Finanzausgleich und Nordische Regionen bezahlen, dann das auch nach ganz teuer Größenordnung rund 100 Millionen Euro. Da soll Grundsteuer kommen, auch das schlussendlich etwas, was wahrscheinlich jeder trifft, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass für viele Leute nicht billig gehen. Andere eine Spekulationssteuer, wo wahrscheinlich jeder, den hier am Land den Terrain heute geschwind zum Spekulant erklärt wird. Also wir haben hier eine Koalition, wo Steuererhebungsparteien, die Grünen, der LAP, da freuen wir uns erst einmal der DP mit den Steuererhebungen. Ich zitiere hier verschiedene Politiker von der DP. Und ich muss sagen, wenn er die Zitate hört, dann so ich mit großer Satisfaktion, weil das sind DP-Zitate, die komplett auf RDR Linden leihen, und dafür sind sie gut. Und ich schenke mit dem Herrn Minister Pierre Gramegna. Ja, den Herr Pierre Gramegna sagt, mit Steuern verdaut keine Krise. Mit Steuern riskiert den Krise nach mit Dave zu machen. Wie richtig, Herr Gramegna. Ich sehe, wie schlecht Entreprisen draus sind, als sie so, mir da doch all der. Von der Schiene gebe ich so, wir geben noch nach Steuern an die Luft setzen, sie geben die Welt nicht mehr verstehen. Das sagt den 29. April. Ein anderen ganz respektierte Kollege Herr André Bauler sagt, Steuererhebungen in der Krisenzeiten sind Gift für Reprisen und geben die brutale Krise, die wir im Moment erleben, nicht mehr noch verschlimmern. Bravo, Herr Bauler. Wir sind uns komplett eins. Den Herr Büttel sagt den 10. Dezember am Paper Jam, tout Ostempo serait comme un poison. Wir sind immens zufrieden als RDR mit denen aussuchen. Wie viel Wert hält ich da nicht drin? Weil die Demokratische Partei als doch die all die Gring an die Rotsteuererhebungen, die ich für Druck genannt habe, nicht mehr matt dreht, aber sie setzt danach selber mal drauf. Und was die Statistiker ist, weiß das ganz klar. Für die Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu realisieren, braucht man einen dramatischen Rückgang. Wie man an der Covid-Krise hatten, über die nächsten 7 oder 8 Jahre, bis 2030 eine Größenordnung mit einer Reduzierung vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, dass man eine permanent ökonomische Krise provozieren, mit allen sozialen Konsequenzen. Aber wie will die Leute das durchstellen? Wir haben schon eine Argumentation vom Chômage. Das ist komplett irresponsabel, das ist nicht realistisch. Ich gehe mit den Leuten auf die Straße, an Kollegen heimat, die Leute auf die Straße zu protestieren, wenn Arbeitsplätze aufgedeckt gehen, wenn so ein Projekt den sowieso schlussendlich nichts bringt. Und wir wollen dem Weltschutz schützen. Aber wir denken das bis zu Ende. Wir gucken, was bringt wirklich etwas. Wie können wir das machen? Wie können wir den menschlichen Einfluss auf Klimaentwicklung reduzieren? Wie können wir als Fluss und als Luft schützen? Aber auf eine vernünftige Manier. Die macht keine Ideologie, die macht als Ökonomie Futti da. Und das hat absolut keinen Wert. Das Problem mit den Grünen ist immer Rangideologie. Eine verantwortungsvolle Partei, die möchte Umweltschutz mit ökonomischem Geist. Und das ist das, was wir machen wollen. Es ist ganz klar, Herr Präsident, dass das Budget, das wir präsentiert haben, für uns nicht akzeptabel ist. Wir sind am Defizit. Wir wollen kein Defizit, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen Schulden zurückbezahlen, wir wollen verantwortungsvoll, nachhaltige Politik für die nächsten Generationen machen. Wir bleiben an der Chambre. Dort Fred Kuyp aus seiner Intervention am Kader von der Klimadebatte
Op die grosse Hypokrisie vun dee Geringen hingewiesen, a fir dat so deitlich op de Punkt ze bringen, dat hat sech bislo nach geen anderen Deputéierten getraut. Dat hien viel Zustimmung aus dem Land krit, weist doch, dat een dementsprechende Video op der ADR Facebook-Seite schon vun iwwer 30.000 Leiit geguckt gin ass. Apropos Atomenergie, am Gesetz steht, le recours à l'énergie des sources nucléaires est exclu pour atteindre les objectifs visés. Et soviel wie Atomkraft als verboten. Ja, schön. Ich freue mich, dass wir rosa-rote Brille, du musst unholen, weil Fakt ist, wir benutzen Atomkraft. Wir benutzen Atomstrom, die wissen alle gut. Den Undehnung Atomstrom, die lohnt 2018 bei 10,4%. Voilà, wir benutzen unter dem geringen Energieminister Atomstrom zu Lützeburg. Das ist die Realität. Und das sieht ehrlich, also leidet und hat Opinen Sand an Däen zu streben. Da geht geschwärzt von sozialer Gerechtigkeit. Dabei war das sozial gerecht. Natürlich werden die Armen leiden am meisten. Klimaschutz ist nicht sozial. Es wird einen negativen Impact haben auf die Kompetitivität von der Lützeburger Wirtschaft und Industrie. Es wird einen negativen Impact haben auf unsere öffentlichen Finanzen. Ja, wir gehen heute durch ein Stück mehr arm. Und da wissen wir noch nicht, was das ganz Matze springt vor Rattenschwanz, weil all die Hai, was man hier so, und das ist just ein Rum an den Inhalt, wie auch gesagt gehen hast, die soll ja recht spät kommen, in Form von großherzoglichen Reglementen. Wir stimmen am Anfang etwas, wo man nicht wissen, was genau das ganz matzig bringt. Aber was wird kommen? Naja, soll es dabei stücken. Mehr Steuern, die nicht bringen, mehr Fuhrverbote, die nicht bringen Klimaquoten, die nicht bringen Plan Elektromobilität, die nicht bringt an zu guter Letzt Hunderte von Millionen von Abbauten, weil wir den Tanktourismus wollen aufschaffen. Viele Suen, die fehlen dann und die gehen da gebraucht für den Klimafonds und nicht für andere Sachen. Bravo, wenn wir fertig sind, die gering fertig sind, da sind wir feit. Und gesagt in Tirol schon, das Jahr haben wir Ziele von der Reduktion von den Serregasen erreicht. Wow, wie weit haben wir das Jahr erreicht? Ihr wisst, das ist der Corona-Krise, die als Wirtschaft während Main lahmgelöst hat. Und das weiß etwas ganz, ganz gut. Die Ziele von 55% sind just zu erreichen, wenn wir an den nächsten 10 Jahren alle Jahre eine Krise und die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist die Realität. Wie auch die anderen Parteien leben nicht an der Realität oder auch nicht die Courage, eine realistische Politik zu machen, weil sie Angst haben für geringe Fanatiker, sowohl am Europaparlament wie auch hier. Wir haben keine Angst. Und das ist der größte Unterschied zwischen uns und den populistischen Parteien, die den Leuten eine radikal und schnell Energiewende versprechen. Und das sieht man nicht dem Minimum realistisch. Wir brauchen x Jahre für ein Stadion zu bauen. Wir brauchen Jahrzehnte für einen Nordstraße. Wir brauchen 8 Jahre für eine Klinik zu bauen. Wir brauchen 10 Jahre für eine Drittspur auf der Dietlinger Autobahn zu bauen. Also Wälder, binnen 10 Jahren 55% Männer Emissionen hier am Land. Wie soll das da gehen an 10 Jahren? Die Klimapolitik, also aus all den Gründen, die ich hier aufgezählt habe, voller Widersprüche, ganz schlecht, also sie ist nicht möglich. Pardon, doch, sie wäre vielleicht möglich, sie ist vielleicht möglich, wenn wir hier eine Totalkrise kriegen, wenn unser Bruttosozialprodukt an den Keller geht, wenn wir Rezession haben, Armut, industriellen und wirtschaftlichen Untergang, ja, dann packen wir es. Die wollt das vielleicht, wir nicht. Und da sind wir so am Ende von dieser Sendung angekommen. Ich proposiere euch heute noch eine Korrespondenz von London mit einem Beitrag von der Juncker ADR Adrenalin, wo ihre Vizepräsident Felix Reding über den Brexit, der ja aussteht, schwätzt, das speziell am Kontext vom Tierschutz. Wir als ADR fordern schon seit Jahren an sämtliche Wahlprogramme, dass den Tierschutz soll gestärkt gehen, dass man Tiere mit mehr Würde sollen behandeln. Und dazu gehört auch, dass den liewischen Tierentransport über die Grenzen heraus soll verboten sein. Wäre wir als ADR an der Regierung, wollte mir das also verbieten. Leider kennt man das nicht. Wieso ist das? Das ist, weil die EU das als Gesetz vorschreibt, dass der liewischen Tierentransport über die Grenzen heraus muss erlaubt sein. Das heißt, dass sämtliche Memberstaaten von der EU das Gesetzgebung respektieren müssen.
Wann nicht, dann müssen sie sich für europäische Gerichtshof verantworten. A Großbritannien hat eine Tierschutzorganisation, einen ganz bekannten, nämlich der RSPCA, schon seit Jahren die Verbot auch gefordert, nämlich die DDR zu Lützeburg. Am Kontext vom Brexit ist es dazu gekommen. Wieso? Briten haben beim Brexit viel mehr Souveränität über die eigene Gesetzgebung, als sie einerlei nicht mehr dem europäischen Gerichtshof. Das heißt, sie haben voll Souveränität, also sie können die Entscheidungen treffen, die sie für richtig fanden, auch für moralisch richtig fanden. Lo haben Briten also gesagt, für rund eine Woche, sie dürfen den lebischen deren Transport also verbieten. An den einzigen Grund, für das sie das können machen, als weil sie aus der EU austreten. Das beweist eben ein Grund, für was Briten die Entscheidung geholt haben. Sie hatten es satt, für von einer EU vorgeschrieben zu kriegen, was für Gesetze sie müssten machen, und was sie nicht dürften machen. Es beweist also, für was das Volk so eine Entscheidung getroffen hat. Und was mich besonders wundert, ist, dass in Lützburg nicht darüber hört, nicht über die Verbot hört, und auch nicht über den Grund für so ein Verbot hört. Nämlich, dass wo Briten aus der EU sind, sie sich Staat können erlauben. An dem Kontext will ich dann noch die Gelegenheit nutzen, für als Position der EU als ADR zu reiterieren, und zwar, dass wir für die EU sind, wir wollen eine EU, wir sind auch davon überzeugt, dass Lützeburg eine EU braucht. Aber die EU sollte eine EU sein von Madenen, also von Memberstaaten, die zusammen schaffen, aber nicht eine EU, die von Urwene Rof diktiert, was wir als Memberstaaten als Gesetzer müssen schreiben. Das heißt, wir müssen die EU reformieren, wir sollten die EU reformieren, für das Memberstaaten nicht mehr Souveränität tun. Und natürlich sollten die Memberstaaten an einer Kooperation miteinander zusammen schaffen. Wir sollten nicht dazu kommen, dass Lobbyisten zu Brüssel können als Lützeburger diktieren, dass wir müssen den liewischen deren Transport akzeptieren. So eine Situation fanden wir horrend, wir fanden sie moralisch nicht vertretbar, und du weinst, als die Reform mehr wie nötig. Es soll nicht mehr für die Aufstellung. Für Christtag, da du sich schönste Familiefest an ein von den wichtigsten christlichen Feiern hat der DDR op manst für helle Jovent ein Ophewe von der Ausgangssperr gefordert. Wichtig ist auf alle Fall, dass die echt Fried und Christtag nicht verdirven lost. Wir von ADR Tele wünschen euch ganz schön Feiertag und eine gute Rutsch an das neue Jahr. Bleibt gesund, Adi, bis die nächste Kehr.